Deswegen kotzt es schon länger an. Ja, ich bin's, der Captain Craig Sparrow, das ist der Dr. Coctopus. Priviert. Und das ist der Florian. Hallo. Der ist einfach wieder ganz normal, weil er sich wieder nicht voll... Ich bin ein Witz. Witzig. Priviert zu spät in Plätschaft. Ein Jungs, seit ich nach. Verdammt, Wir Russen. haben jetzt nur ein bisschen einen russischen Slang gehabt, weil der Nawalny ja heute gestorben ist anscheinend oder gestern. Nawalny. Ist der nachgehen? Ja, habe ich gerade eine Meldung gekriegt, dass er jetzt gestorben ist. Moment, das war der den russischen Anschlag gefangen hat, oder? War das der? Ist das der Ja, Nawalny? genau. Ja, der wo doch dieser von der anderen Partei war, der wo doch dieser größte Putin-Feindliche der Welt war. Und der ist jetzt gestorben oder hat er Selbstmord begangen oder ist er aus dem Fenster gefallen? Er hat sich beim Freigang unwohl gefühlt, ist umgefallen und man konnte ihn leider nicht mehr wiederbeleben. Ich glaube, dass er wirklich alles dran gesetzt worden ist, dass man wieder... Ich glaube auch, dass die unbedingt den erhalten wollten. Echt gleich schon wieder so zu solch früher Minute einen politischen Einstieg, dann fange ich doch gleich an, hat irgendjemand an Putin sein Interview angeschaut. Ich habe es kurz Ich habe angeschaut. Zusammenschnitte Ja, angeschaut. ich habe ja. Ich habe 3/4 hab ich geschafft. Der Anfang ist wirklich extrem zack. Also da die erste halbe Stunde, verzeiht er irgendwelche Geschichten von 1900, 1800, 1600, keine Ahnung was. Also wo ich mir denke, so, was laufst du, Alter? Waren das die Erklärungen, warum die Ukraine eher eigentlich kennen müssen? Ja, ich hab's versucht wirklich zu folgen und habe wirklich auch versucht aufzupassen, aber da bei sowas schaltet mein Hirn dann aus, weil ich denke, Alter, was laberst du, das interessiert keine Sau. Er hat dich gefragt, warum du die Ukraine angegriffen hast. Ja, 1602, da war das Klima noch ganz anders, was? Ah, da haben wir noch ein freundschaftlicheres Klima gehabt, hat er gemeint. Aber wenn er dann da drüber hinaus ist, man weiß ja nicht, was stimmt nicht, keine Ahnung. Ich glaube, das nicht stimmt. Es sind vielleicht schon ein paar so Sachen dabei, wo man nachvollziehen kann, warum man sich verhält, wie er sich verhält. Bloß warum er dann auf einmal wieder sagt, es ist kein Angriffskrieg nicht oder sonst was, sondern wieder irgendeine Entnazifizierung von irgendwo. Hä? Ja, Das ist ein wenig komisch. Das Einzige, was ich am Abkauf ist, was ihm nicht passt, ist diese NATO-Erweiterung in seine Richtung. Und es ist ihm 5-mal gesagt worden, es wird nicht gemacht und 5-mal ist gemacht worden und irgendwann glauben es halt. Das kann auch ich nachvollziehen. So, ja, okay, irgendwann muss er halt dann einmal sagen, bis hierhin und nicht weiter. oder sie sollen einfach mal aufhören, alle umeinander zum Bocker und Freinzen. Das war wirklich, wenn ich mir wirklich... Weniger Bocker, mehr Schmusen. So sehr man Trump eigentlich, ich finde ihn eigentlich nur lustig und sonst nicht, aber mit der einen Aussage auf beiden Seiten sterben leiden, das muss einfach aufhören, da hat er recht. Ja, natürlich muss es so sein. Das Das war einfach, aber... Ich bin ganz froh, dass er gesagt hat, er greift Polen und Lettland, glaube ich, nicht an, oder? Weil wir wissen ja, wie zuverlässig diese Aussage ist. Ja, gar keine Chance. Jungs, ich mache nur eine Übung. Fetisch von mir. Die Ukraine ist praktisch die Übung für Polen und Lettland, oder? Ja, genau. Und mehrere habe ich aus dem Interview schon gar nicht ausgezogen, was irgendwie nachvollziehbar ist oder nicht. Das Einzige ist das wirklich mit der Ja, mit NATO-Erweiterung in ich seine habe das Richtung. noch gehört Das kann ich vom verstehen. Nord Stream. Das Thema. Hast du auch drüber Ja, geredet? das habe ich nicht gehört. Also es Was war hat- ganz was hat er gesagt interessant, dazu? wo er halt sagt, man muss ja eigentlich nur mal sich das Ganze zu Gemüte halten oder sich einfach mal Revue passieren lassen. Wer hat was davon von dem ganzen Thema? Wer könnte es gewesen sein? Er will es gar nicht sagen, aber Und es ist praktisch so, dass die andere Nord Stream funktioniert ja noch und über Polen kann ja auch Gas gezogen werden. Er versteht nicht, warum da zum Beispiel ein Land wie Deutschland erstens an der Hey, Sache los der uns. Aufklärung nicht interessiert ist, wer das Ganze kaputt gemacht hat. Das finde ich ehrlich gesagt auch ein wenig krass, ja. Ja. Dass da gar nicht nachgedacht wird. Also gar in Ja, keinster bin- Weise bin- irgendwas, ja, war ja egal. bin- Ja, Ja, Nord Stream ist halt jetzt beschäftigt hier, gut. Wenn mein Chef in den Kugelschreiber klaut, kriege ich Ärger, aber da ist eine Pipeline für mehrere Milliarden Euro. Ja. Oh, ist wurscht. Schaut unser Steuersystem an. Ja, auch einmal da oben und kontrolliert es. Das ist Staat- so anstrengend. Ja, 60 Milliarden weg. Oh. Staat kommt zu dir und sagt, hey, ich krieg noch einen Haufen Geld für dir. Und sagst du, ja, wie viel? Ja, das musst du selber herausfinden. Ja, und wenn ich mich verrechne, dann sperren wir die ein. Was ist das für eine Logik, Alter? Ja, selber schön, wenn sie Mathe nicht aufpassen. Ja, Dummhatz. scheiß auf Mathe, Alter. Aber ich- So, Schluss mit dem Politikgelaber. So, aber jetzt- Kennst du noch 2 Stühle, eine Meinung? Oh, Alex, das sagt mir was, ja. Ich weiß selber nicht mehr so. War es in der Wochenshow? Ich weiß es nicht mehr. Das sagt man gar nicht. Nein, das war RTL Samstagnacht, glaube ich, 2 Stühle, eine Also, Meinung. mir sagt's was, ja, aber es ist zu lang her, Ja, glaube ich. wir haben 3 Stühle und keine Ahnung. Du beschreibst eigentlich ganz gut. Ja, und? Ist ja wurscht. Habt's denn drin die Woche, ihr fetten Trottel? Fasching war. Du Nein, musst Valentinstag habe ich gefeiert. Der wichtigste Tag in der Woche ist am Fasching. mit deinen 2 Fühler da oben. Alle Ja. Freitag was. Mit 2 Tussis dann so, bummst. Meinst du, das geht auch nicht, ich glaube schon. Nein, aber die Federn zwei. Ja, außer ist ja ein großes Loch. Die muss also, man kann sich doch so Hörner implantieren lassen. Oder? So Dildos. Das war eigentlich, warum gibt's denn da noch keinen, der nicht ein Einhorn sein will mit einem Pimmel vorn drauf? So ist ein beweglich Ding. Möchtest wetten, da muss doch auf der Welt irgendjemand geben. Na,
Glaub nicht. Es gibt ja Leute, die wo sie Händel da einer pflanzen lassen, die sich die Augen tätowieren, also Ja, Augen tätowieren lassen. Händel, aber doch kein Dildo. Und Also so ein Zungen Dildo ist spalten schon lassen, Das so ist ein so Scheiß. Eidechsen zum Tiger und was weiß ich. Gibt's jetzt so ein Chamäleon, das ist auch so ein Händel von Draht? Ja. Mach jetzt mal, Echsenmenschen. Los, schnell. Traut sich nicht. Traut euch nicht. Genau, feigen Hühner. Traut euch nicht. Ja, aber Valentinstag ist schon ein wichtiger Tag, oder? Ja, dann schon. Schon, okay, passt. Das tolle Valentinstagserlebnis schon mal gehört irgendwie? Ja. Ich habe mir da mit meiner Ex-Freundin Paranormal Activity angeschaut. Das war schön. Schon? Ja, ich bin nicht so kitschig, deswegen fand ich das cool. Aber sonst habe ich noch nie ein cooles Erlebnis am Auch noch nicht so den obligatorischen Witz, den man überall liest, ne? Wir schenken uns nichts, du kriegst was geschenkt und du hast wirklich nichts und dann kriegst du Eier. Also ich rasiert. sag, seit Jahren hält sich Brazers dran, ich krieg den Tag umsonst. Und den nutze ich auch Echt? immer. Kriegt man den da umsonst? Ja. Fick dich hin. Tja. Ich glaube sogar die ganze Woche, oder? Du weißt, geht man's? So lange kann ich nicht. Der Valentines. Mir reicht ein Tag. Hab ich noch, Ich habe es auswendig hab ich noch geschaut. 3 Tage Zeit. Na, Kann man mir fertig machen, ich muss noch wohin. Mal aber da. das geht nicht. Sehr wurscht. Brauchen wir einen Porno-Account, hilft eh nicht. Ja, Ist halt sowieso grenzwertig mit dem Cocktopus da unten. Ja, wir werden sehen. Eventuell muss ich es auspixeln. ja, hilft nicht. Also, Ja, wenn ich es auspixel, Zukunftsbürger, das, ja, egal. Wir haben irgendwelche Tussis auf irgendwelche, kannst du ja verzeihen. können wir nicht erzählen. Aber du dann auch noch nie irgendwie Valentin. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ich bin da ja nicht so der super kitschige, super Romantiker, bin eigentlich überhaupt nicht. Hat's da noch nie irgendwie irgendwas Besonderes, keine Ahnung. Und wenn, dann haben wir doch da immer in der Bringschuld. Die Alte macht doch da nie was. Ja, das stimmt. Weil die haben immer volle Erwartung, ich mag gemessen gehen und du zahlst und keine Ahnung, wo steht denn das eigentlich Auf gar geschrieben, keinen du? Fall. Gleichberechtigung magst du haben, gell? Aber Ja, dann. genau. Aber immer nur, wenn es in den Kache passt, weißt du? Ja. Super, toll. Ich habe das einmal tatsächlich auch so gehabt mit dem obligatorischen, wir schenken uns, weil ich sage immer, Valentin sagt, fick den Scheißdreck brauche ich nicht. Also, wenn ich da was kurz tun möchte, dann mache ich das, wenn ich Bock drauf habe und nicht, weil es irgendein Tag sagt. Und dann habe ich gesagt, so, Valentin schenken wir uns nichts, gell? Hier? Ich habe einen Mandelsplitter in die Haare. Das ist doch jetzt Ehrennagel. Nee, Ah, das ist 50-50. weiß nicht, was das ist. Auf alle Fälle sagen wir dann, ja, Weiß wir schenken uns nichts, gell? Schlag ein, eingeschlagen, fertig. Valentinstag, dann kriege ich halt ein kleines Geschenk. Dann sage ich, das ist nett, aber ich habe jetzt nichts für die. Nein, das passt schon. Ich wollte einfach was schenken. Der Tag das wird passt schon. kommen, an dem es Naja, kann ich's Und der Tag ist gekommen. Der Tag ist gekommen. Da habe ich dann diesen Vorwurf gekriegt. Du hast mir nicht mehr von dem Valentinstag geschenkt. Hundertstel. Und dann gab es eine Kiste ins Gesicht. Ist gleich vorbei. Gut, Ja, aber die Truller diesem war, Freigang ist die einfach zusammenbrochen und Genau. alle wiederholende Maßnahmen haben halt nicht mehr funktioniert. aber die Truller war allgemein Nee. nicht ganz knickig. Also, das, Kenn ich die? ja, Ja. ja, Kenn ich vielleicht auch. nein, Oh. ja. War da ich kenn Faye, war da irgendwo nicht ganz klar? Weiß ich nicht. Aber die Frage, ob es an die Frauen liegt. Ja. Das ist irgendwann nicht ganz knickig, wenn es mit mir was hat. Ja, das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung, Ich wollte auf die ich sagen, selber hätte kommen können. Aber seitdem Hey, das ist, was es ist. ich weiß auch, diese ganze Valentins-Hype, das ist aber so. Na, ist jetzt auch nichts. Won't you be my Valentine? Nein. Ich verstehe ja Nein, schon gar halt nicht, die Hände rein. den Faschingshype auch nicht. Also nimmer. Oh ja. Oh, Ja, so- jetzt darfst du aber mal halblang Man muss ja machen, wissen, ne? du kennst ja aus dem Sau vom Fasching nichts. Dann erzähl endlich, das ist deine Stunde, hat geschlagen, Florian, jetzt kannst du glänzen. Einmal im Jahr. Also. na, wir waren ja Verzeih nur, ich Ihr seid solche spreche. Wichser. Nein, magst du gar nicht mehr erzählen. Jetzt. Was, ich höre doch jetzt, sie schau die an. Ich hör doch eh nicht zu, Sie ja. geht sogar vom Mikrofon weg, dass ich da nicht dazwischen labert. Jetzt los. Du schaust nebenbei Comic an. Oh, apropos Comic. Ich hol mir sogar Mund zu. Solche Videos gesponsert von Trachtmandy. Das war hochgradig sexuell. Ich hoffe, Das war- du nee. kriegst vielleicht ein Feichtshose. Also ich hab schon. Ja. Definitiv. Unter Opfernshose. Jetzt halt erzähl, was hast du letzte Woche? Fast Ja, schon wir haben feiert. ja auch nur Fasching. Bisschen Fasching gefeiert. Bisschen. Da haben wir dann ins Obergeil gegangen. Ui. Als Obergeil, das habe ich gleich. Ah, Ja, der Obergeil, Ja. ja, hat's funktioniert. Ich habe ein Freundebuch Oder- dabei gehabt, für Freunde zum Angeiern, ist drauf gestanden. Dann haben da jegliche Frauen reingeschrieben. Dann habe ich am Anfang noch versucht, mit jeder so ein Foto zu machen, weil der Plan war, dass das dann alles so als Foto Es dann nochmal ist wieder in der Nachricht analoges Ja, das ist Parship. ein Freundebuch. Ja. Und für ihn halt praktisch, der wo nicht dabei war, und das kriegt er dann zum Geburtstag oder so. Und Können Sie mir im Katalog auch nicht aussuchen. ja, natürlich. Und das Gute oder das Schlechte war, ich habe das dann am Sonntag verloren, während des Umzuges dann irgendwann. Naja, das war die schon schlechte. relativ früh, oder? Na, der war relativ spät. Der war um 2:30, glaube ich, fängt der Ah, an. sau spät, ja. Also, da habe ich so Code, glaube ich.
Also wir waren mal seit 10 unterwegs, das ist seit halb 10. Ja. Und das Buch habe ich dann verloren und habe mir dann schon die ganzen Rechtfertigungen einfallen lassen, wie ich die verloren habe. Die beste war nämlich die, ich habe eine Tasche dabei gehabt, extra. Und dann habe ich halt erzählt, die hat nämlich... Nach stundenlangem Grügeln, ich war bummvoll. Nein. Ich habe einfach erzählt, dass unten die Naht aufgegangen ist und dann ist durchgefallen. Du hast die Naht dann aufgemacht im Nachhinein. Ich habe die Taschen habe ich genommen und habe weggerufen. Also die hat nie einer gesehen seitdem. Ja, da unseren Podcast keine Sau nicht schaut und so weiter, ist es eine gute Idee, dass du das so Aber- verzeihst. Aber das Freundebuch ist am nächsten Tag wieder aufgetaucht. Ah, darum. Wo war's dann? Bei einer Freundin, das hat der Kumpel irgendwo gefunden und jetzt ist das ganze Freundebuch voll mit irgendwelchen Leiden, die da drin stecken. Da wo irgendwelche, das ist einmal an so eine ganz junge Mädels oder so alle 18 oder so Burma, so umgegangen, ja, was tust du am liebsten? Ja, Traktor vorn, bei der anderen so, was gebe ich dir mit auf den Weg? Mitrat! Und lauter so Scheiße und ja, daher kenne ich dich, ja, von der 7. Klasse Schule und das und keine Ahnung, also es ist dann auch irgendwie gleich missverstanden worden, weil irgendwie jeder dann Ich wollte gerade sagen, wissen die Leute, dass da auf der letzten Seite DSGVO-Erklärung steht, dass die alle vom Obergeier angeschrieben werden dann, eventuell, wahrscheinlich. und sie sexuell belästigen lassen müssen? Haben die ja die Nummern auch alle eingeschrieben, oder? Teile? Zum Teil, glaube ich, ja. Aber es geht auch auseinander, du hast da immer diese Hemmschwelle gemerkt, je voller die Frau war, desto mehr ging es um Schwänze, Ficken und Penisse. Von ihr aus oder von Na, von mir aus, ich hab gesagt, schreibt es eine. Na, natürlich von Brauchst du denen einen aus. Stift und hat uns einen Schwanz ausgesucht. Keine Fingerabdrücke, sondern Eichelabdrücke. Ja, genau. Ja, mit, dem aber- mit dem Lusttropfen. Ja. Also war extrem witzig und dass es dann auch wieder auftaucht ist. Und jetzt stehen da so viele random Personen drin. Aber Das ich ist echt ich hab extrem zuvor, witzig. das wären so mit Schwänzen, weil ich bin ja an Fasching, war im Tiefenrausch und bin ja als Pirat mit dem Koktopusse unterwegs gewesen. Und da hängen halt ein paar, so Koktopusse hat natürlich dann Schwänze als Greifarme. Und da war es also, je später das geworden ist, umso williger waren wildfremde Frauen einfach, wenn du vorbeigegangen bist, sieht sie so, oh, haben sie ohne gehauen und den Koktopus, dann sag ich, hey, lass mal Koktopus, und haben ihn also ins Gesicht und sie so gefragt, also instant, weil wir das Ding hat halt schon, was weiß ich, wo dran gehangen, was weiß ich, wer im Mund gehabt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Frauen das da jetzt irgendwelche komischen Blasen im Mund haben. Nachdem sie meinen echten Schwanz im Mund gehabt haben. Nicht nach dem. Nein, oder die da fällt überhaupt nichts, ich bin richtig gefährlich. Das Hemorrhoids ums Mal rundum. Ja, richtig. Hemorrhoids an der Ohren. Aber es ist echt so, je später das geworden ist, umso eher waren sie bereit, einfach das im Mund zu nehmen, was der vor oder im Schnauzen hat. Das ist. Ja, also ganz kurz, Ich bin aber nicht so eine. Also im ganz richtigen kurz- Superrausch ist ja noch nie ein Hoppala, mein Schwanz ist in deinem Mund gelandet geworden. Nein, noch nie. Und auch noch nie ein Hoppala als ein Kind. Nur mal ganz Nein, kurz hoppla, oh, zum Scheiße. Thema viele Personen und kennen. Ihr habt doch mal erzählt von dem Kumpel, der wo doch immer sehr unangenehm zu den Leuten geht und sagt, kennst du jetzt eigentlich den Podcast? Er hat gesagt, die schenkt aber zum 30. Also nett hier, aber kennen Sie Wadis Podcast? So. Aber das ist Das ist angenehm, oder? Dann. das ist so unangenehm schon so. Es ist auf alle Fälle gut, dass weder Adressen oder Kanalnamen oder sonst irgendwas drauf ist, sondern Ja, Wadis Podcast. ja. Vor allem, wenn man das Ja, nicht bei YouTube oder Spotify eingibt, dann kommt mit Sicherheit der Ist so Podcast. ja der den er Gag sei dahingehend. Das ja, ist so aber ja nicht schlechter. Da hat's am wenn dann soll er Bild, wirklich, sagst du ihm. wenn dann soll er wirklich Werbung machen. Umsetzung ist schon ein bisschen schwach. auf alle Ja, Fälle. schwach. Hurensohn. Schwach, ja. Erstmal sauber in die Kamera hinein beleidigt und jeder daheim soll jetzt sich auch angesprochen fühlen. Hurensohn. Huren. Ich muss mir anscheinend noch entschuldigen bei einem unserer Hörer, der hat Oh sich, ja, das habe ich auch gelesen. da hat sich durch irgendeine Aussage von mir anscheinend beleidigt gefühlt und hat gesagt, dieser Quampete wird die nicht grüßen. Also vorher ist die mit irgendwas beleidigt. Hat er ob das geschrieben, mal nicht oder nimmer? und Weil ich habe Ich irgendwie glaub so das nimmer, Gefühl ja, gehabt, der kennt die. Und das der hat die Ich wahrscheinlich weiß schon mal nicht. gegrüßt irgendwo und jetzt sagst du nur Quamper, die grüßt ihn nicht, ist er beleidigt. ja, aber Stefan, glaube ich. aber dann war's. weiß er wenigstens, Mit dass er fett PH. ist. das Bodyshaming. Entschuldigung, aber Ich bin ja fett! Ja, ich wollte gerade sagen, weil also man darf sich doch Mehrgewichtig, man Entschuldigung. darf sich doch über das lustig machen, dass man selber ist, und dann darf ich mich definitiv über Pädophile und Vergewaltiger lustig machen. Ja. Fette Was, lustig warum ja machen. jeder zweite Witz, dass man mal ein schwulen oder fetten Witz ist. Was? Schwuler Versteh. Fettsack. Naja, ne? Wo ist er denn jetzt? Fettsack. Wo ist er denn jetzt? Pass auf, ich suche ihn aus. Weil ich mich wieder förmlich Suchen dafür entschuldigen, aus. falls ich dich beleidigt habe, und hoffe, du wirst mich trotzdem irgendwann grüßen, solltest du mich sehen. Stefan1895. Habt ihr eigentlich immer mitgehauen, aber dieser quamperte Typ wird die nicht begrüßen, wenn er die Musik, der hat mir anscheinend noch nichts gesehen. Ja. Und nimmt sie ja zurück, dafür beleidigt die heute mal Huren.
Also, da haben wir vorher schon mal kurz drüber geredet. Ich habe auch langsam so ein bisschen das Gefühl, dass sie grundlegend auch im Hauptkanal und da so ein bisschen die Community ein bisschen geändert hat, so über die letzten 2 Jahre. So, da ja jeder auf einmal kommen so Kommentare und so, das hat es vorher nie gegeben, nie, 5 Jahre lang nicht. Und in letzter Zeit, ja gut, haben es 2 oder 3 oder so, aber trotzdem, das fällt auf so, das so irgendwas ist komisch. Entweder haben alle so grundlegend angepisster und genervt von allem, was ich mir gut auch vorstellen kann aktuell. Sand in der Vagina haben. Ja, sind sie mir ein besonderer Kacheschwarm, ich weiß nicht, was das soll. Ihr habt da drauf drüber, was habt ihr gemeint, was kommt? Hast du das Logo schon mal gesehen? Schauen wir mir noch 3 sympathische, intelligente Typen aus, das lassen wir euch. Klar. Ja, sag mal. Meine Freundin, da haben wir die Woche im Stream Skull and Bones gespielt. Du hast es mitgekriegt, du weißt grob, was ist ein Piratenspiel. Top. Du weißt nicht wahrscheinlich. Ja, ich hab mal kurz reingeschaut. Hast du mal kurz Cent wert, hab ich ja, das war ich gut. hab genau rechtzeitig eingespielt. Wann? Wo waren wir da gerade? Oh, das war, wo du die Kokosnüsse gesammelt hast. In dem Moment so circa. Wie macht man das? Auch mit so einem Minigame, wie es der erklärt hat, mit dem Holz sagen. Also du fährst das ist so schlecht. Du fährst da hin mit deinem Schiff, du kannst nicht aussteigen an der Insel, gar nichts, fährst da hin und dann kommt so ein Minigame an der Kokosnuss. Und bei der Kokosnuss ist es nicht eine Sage, die hin und her fährt, sondern eine Kokosnuss, die von oben nach unten fährt und du musst im richtigen Moment drücken, dann kehrt's da. Kokosnuss. Quadruple A-Game, 80 bis 90 Euro inklusive Ingame-Shop und Battle Pass. Ja, den Shop hast du ja so Ewigkeiten lang nicht gesehen. Ja, ungelogen, sonst hätte ich früher drauf reagiert. Ich hab den, weil ich glaube, mein Hirn unterbewusst, da haben doch irgendwie die Menüpunkte und dann haben Sachen gerne einmal die blinken. Und das ist meistens der Shop. Und ich glaube, dass mein Hirn das schon unterbewusst ausblinkt, klickt da nicht drauf, weil es nicht sehen willst. Und dann haben wir die irgendwann am Schluss, oder waren wir so 3/4 durch, und ich war schon stinksauer eigentlich, weil was soll das Scheiße, so eine Rotze, das ganz aus ist. Und dann haben sie gesagt, hey, geh mal ins Hauptmenü, da steht Shop. Und dann bin ich gedacht, nein. Dann habe ich gesagt, tatsächlich steht der da schon immer, schon seit Anfang an. Das ist müde, Florian. Da gibt es ja auch fresh aus der Weil Arbeit. ich hab die letzten Tage sehr viel. Nicht so viel geschlafen und sehr viel gesoffen. Nein, Wieso du bist? Nee, die haben was dann. ich hab jetzt 40 Tage Fastenzeit. Verzählt, fertig. Nee, du das Fasten. Sehe ja nichts davon, was? Ich fange ja an. Ja, nee, und so weiter. Und dann haben auch gleich wieder ein paar Leute in die Kommentare und so. Und, ja, so schlimm ist es, führst du da auf, wie keine Ahnung was. Kann da viel Weil es schlimmer sind ja sein. nur kosmetische Änderungen. Ja, es ist ja nur. Und das ist aber auch interessant zu beobachten, weil das waren schon immer am Anfang nur kosmetische Sachen und da ist ja am Anfang sofort drüber aufgeregt worden. Mittlerweile Es kriegt Akzeptanz, das Ganze. ja, genau, es wird immer mehr und es kriegt immer mehr Akzeptanz, dass das normal wird. Das ist so schlimm. Und da habe ich einfach ein Problem damit. Und wer mich länger wird, 2 scheiß Tage lang verfolgt, der weiß, dass ich dann in dieses Gerät ziemlich laut hineinbrüllen kann. Psst, jetzt. Das ist nichts Neues. Aber Leute schreiben da eigentlich so quasi so, als hätten sie das erste Mal erlebt, dass ich umeinander schreibe, narrisch. Also, Alter, was ist mit euch? Seid ihr besoffen? Ja, gut. Das sind wie die Leute, die auf unserem Podcast kämen und dann drunter kommentieren, da versteht man ja kein Wort, die reden bayerisch. Ja, das steht aber ein bayerischer Podcast. Hat das schon mal jemand geschrieben? Also bei unserem bei unserem Motivation-Ding haben wir, also ich glaube bei Apple haben wir ein Sternbewertung gekriegt, wenn wir bayerisch schmerzen. Und ich glaube bei irgendeinem Video auf YouTube hat auch mal jemand drunter kommentiert, da versteht man nichts. Ja. Den schmalen Leuten habe ich auch schon mal gefangen. Aber das mit dieser Akzeptanz ist halt, sag ich mal, ist ein Thema, es ist doch wie mit den 2 Euro Spritpreise. 2 Euro Spritpreise, erst waren es bei 1,10 oder 1,15 und auf einmal geht's auf 1,60, 70, 80 hoch. Boah, leck, kann ich 2 Euro zahlen, ich sag 2,10 Euro, für alle in der Mimit, hilft nix. Ja, und 70, boah, ist recht günstig momentan wieder. Also. Aber gerade beim Sprit ist weniger, oder zumindest von meiner Warte aus weniger Akzeptanz, aber du musst halt einfach tanken. Ja, natürlich, aber trotzdem, und ein goldenes Skin für mein Schiff muss ich mir nicht kaufen. Ja, wenn ich jetzt zum Tanken fahre, dann sehe ich jetzt da 1,65 oder keine Ahnung, dann sehe ich immer, boah, ist günstig, geil, tanke jetzt. Ja, was aber eigentlich ja, weil günstig ist immer noch nicht. Ja, ja. Aber im Verhältnis zu dem ist schon wahr, ja, aber akzeptieren mag ich es trotzdem nicht. Ich reg mich jetzt mal wieder auf. Mit mir? Die 2 Penisse sind schon extrem. Nimm den Mund. Die sind fast so extrem Nimm den heiß Mund. wie dein Blatt oder Kopf. Hey, Eine Cäsar-Frisur. Schöne Grüße übrigens an Danke. unsere Spotify-Hörer für die erste immer reguläre Folge auf Spotify. Ja, Haben wir da jetzt schon mal 1000 Bewertungen gekriegt beim letzten Mal, weiß ich nicht. Also mir nachschauen. schau gern. Auf alle Fälle dieser Date, dann kommen so Schwachsinnskommentare wie, ja, dann spiel ich halt nicht. Okay. Ja, aber Also, die ich haben- Freunde, das ist nicht Phase 1, ich bin Streamer. Phase 2, das ist ein gefundenes Fressen für genau meine Art und meinen Stream. Natürlich spielen wir mir das. Und drittens, das ist genau dieselbe Logik mit den Scheiß nicht an. Ja, Du Vollidiot. Bewertungen. Haben wir? Alle 5-0. Nice. Besser als der bam. LeFloid Bam, Podcast. Bitches. Den Kommentar werde ich nie vergessen. Außerdem, Was, wie? Den LeFloid Kommentar. Wegen? Da war doch unter dem LeFloid Video, oder? Oder war das doch.
Dass wir mir besser eine der hat Bewertung dann- haben als der LeFloid-Podcast. Genau, der hat, doch so, irgendwie, der hat auf irgendein Video reagiert und dann kommt der Kommentar drunter, ich hab der besser Podcast als der Flip Floyd oder irgendwie so, oder der Podcast, der hat 4,9 Bewertungen, Späti Wirtschaft hat 5,0. Dafür haben wir 5,000 Zuschauer im Schnitt im Monat und LeFloid wahrscheinlich 5,000,000. Nein, ich glaube, er hat 4,9999. Ja, okay, das kann nicht sein. Keine 5,0. Auf alle Fälle, was ich da noch loswerden möchte, diese Rechtfertigung, dass das nur Cosmetics sind. Ich kann mich noch sehr gut an eine Zeit erinnern, wo es denn so online spielen, da nehme ich jetzt mal ganz speziell World of Warcraft her. Wenn du da in der Hauptstadt stehst und dann siehst du einen anderen Spieler mit einer bestimmten Rüstung umeinander stehen, dann habe ich gewusst, Oh mein, du bist ein Schatz. Alter, der ist erstens gut im Spiel, zweitens, wo leck wurde die her und keine Ahnung. Heute, wenn ich einen Seher umeinander stehe, sag und denke mir, boah, toll, du hast den gekauft, du kompletter Trottel. Geilige Eltern. Ja. Und das ist einfach schade, dass die erspulten Sachen dadurch an Wert verlieren. Komplett, ja. Und es geht eigentlich ums Spiel und nicht darum, dass ich mit dem Geld, das ich nochmal auf den eigentlichen Preis drauf zahle, das Gameplay überspringe und mir die Sachen kaufe. Was ist denn das für eine hirnverbrannte Dummscheiße? Da bin ich so grantig. Ja, als hätte der Ubi, was hat er nicht geschrieben, irgendwie so, als hätte ein Bürger Ubisoft geärgert. Ja, Sag haben's ich, mir. ja, haben's mir. Weil irgendwann haben sie mir Black Flag gemacht und das war ein unfassbar gutes Spiel und das hätte ich gern in 10 Jahren später nochmal 3 Stufen besser. Ja. Was habe ich gekriegt? Nimm Black Flag, schneid alles aus dem Spiel aus, was irgendwie Spaß macht und Multiplayer dazu und verlang 90 €, du Vollidiot. Ärgern mich definitiv. Und da bin ich grantig. Ich hätte nämlich gerne ein gutes Spiel. Das ist eine persönliche Beleidigung, sowas. Ja. Mach ich selber uns. Jetzt bist du schon Pirat. Und da kommen wir gleich dazu. Oh, hast du schon Chinesen gefuckt? Nein, ich habe selber hochgefangen. Echt? Geil? Mit Black Flag. Ja, leider nicht mit Black Flag, so weit haben wir noch nicht. Aber Nein. das war meine Beschäftigung. Ich habe ein bisschen White Flag. nach Beschäftigungstherapie hab ich gesucht. Kakaofleck. Also, was? Was? Und ich muss mich dann für meine rechtsradikalen. Du Nazi. Was ist, ja, was ist ein Kommentar gestanden? Im gleichen im Übrigen. Er macht der Triple K-Spiel und kein Triple A-Spiel. Bierger Game Studios presents Die einzigen Skins, die du kaufen Quadruple kannst, K minus 1K Game. und die einzigen Skins, die du kaufen kannst, sind Geisterkostüme. Und der Brenner hat Jesus Kreuz. Ich bin auf die Minispiele gespannt. Die werden super, ja. Da fährt das Ding dann nicht so hin und her, sondern so. Holy shit, oder was? So, ich schwitze unter dem Piratenhut, das ist alles, was ich Das weiß. war Wahnsinn. Ich hab mir den ja ausgeliehen gehabt für Custom. Ja. Du hast jetzt ganz viel Kanneschweiß auf der Stirn. Ja, du vorher hast aber du wahrscheinlich Bierger-Wichse, ja. Oh, ich bin neidisch. Ja, dann kriegst du nächstes Jahr. Geil. Ich habe auf dem Fasching gekonnt geschissen, sag ich was ist. Interessiert mich einen feuchten Schors. Ja. Ich war bloß verwirrt, was er letzten Sonntag, ich habe gar nicht gecheckt, was bei Fasching ist. Her irgendein scheiß Mitten am Sonntag umeinander, ich Kruzifix, was soll denn die scheiß bloß, muss ich Mittag schon wieder lassen, mal meine Ruhe, schau ich aussehen. Er gleich angerufen von der Polizei. Ja, so. Hey, Sonntagmittag ist! Kruzifix nochmal! Das könnt ihr jetzt regeln oder ich komme mit Triple K. Genau. Ich baue einen Shop ein. Genatzt. Und ja, ich bin auch wieder wie jetzt ja irgendwie so im Winter, auch wenn es gar nicht so kalt und Ding ist und man eigentlich rausgehen kann, habe ich ein bisschen einen Down. Weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber ein bisschen, ich sag's immer noch, wie es ist, mir hängt der Easy-Surfer und diese 1,5 Monate, das war ein 24/7-Job, hängt mir dermaßen immer noch im Knack, dass alles scheppert. Das ist. Scheppern. Und bin ein bisschen, wie soll ich sagen, so grundlästig. Ausgebürnt. Ja, also ein bisschen und mich bockt nix und nee. Und überleg schon seit Ewigkeiten so, ich brauche halt irgendwas mit Ziel vor Augen. YouTube, sag ich jetzt einmal, was heißt YouTube stickt mir nicht, das stimmt nicht ganz, aber mir stickt zum Beispiel die Videomacherei nicht mehr, das habe ich schon vor über einem Jahr, habe ich schon gesagt, das motiviert mich nicht mehr so, wie es mal war und habe dann nach etwas gesucht. Und angefangen habe ich mit erinnert irgendwas da, das hat genau 2 Tage funktioniert und Was hast du? Ja, Amazon hat er weggemacht. die Ameisen vom Juni weggemacht. Da unten zum Beispiel, da ist auf der anderen Seite ist dort Waschmaschine und die war zeitlang einmal nicht ganz dicht. Und dann ist durch die Wasserleitung auf der anderen Seite da das Wasser durch und der Putz ein wenig runtergepresselt und die Farbe und so weiter, das habe ich wieder einigermaßen sauber gemacht. Ich bin kein Maurer. Ja, Hundlinge, Grütze, so Fußballleisten wieder festgemacht. Sanimeter so kommen. Kabel verlegt und so weiter. Dann habe ich im Keller ein wenig angefangen, was ich mir schon seit, ich glaube, das habe ich in Keller, meinem was ist ersten Keller? Urlaubsvideo habe ich das schon gekriegt. Ja, das war mein Keller. Ich schaff's bis zur Treppen und denke mir dann so, und du wieder irgendwas anderes. Ja, es ist so gut, dass du Angst hast. Und dann habe ich mich dazu entschieden, was darf mich sticken, was darf mich interessieren und dann habe ich Unreal Engine 5 installiert.
Und dann haben wir gedacht, jetzt sitzt die her, mach das scheiß Discord zu, verfall nicht dem Doomscrolling. Das ist vielleicht auch so ein bisschen an meiner grundlegenden, ich bin da lästig Stimmung verantwortlich, weil du nur noch zugeschissen wirst mit alles Linke, alles Nazis, alles Scheiße, alles gerne ein paar halbe bla. Interessiert mich nicht mehr, mag ich nichts mehr damit zu tun haben. Dann Nazi-Punks, fuck off. Nein, verdammte Nazi-Punks. Ja, sagen Napalm Death, oder? Gibt's denn in einem Film? Ja, das ist ein Little, glaube ich, vom Napalm Death, glaube ich, das Nazi-Punks fuck off und die singen sie in dem Little Green Room, in dem Film Green Room. Da wo sie in die komische Nazi-Bau hinkommen und sie sind eigentlich Punks und dann passiert da so ein Unfall und dann müssen sie gegen ein paar so Skins verteidigen da drinnen. Ziemlich jetzt, was du erzählst, irgendwas habe ich im Kopf. Richtig harter Film, also der ist unglaublich gut und unglaublich hart. Green Room. Ja, muss ich noch mal schauen. Also der ist, da waren schon Sachen dabei, wo du sagst, holla die Waldfee. Okay, muss man vielleicht mal hineinlunzen. Da tu es. Auf alle Fälle habe ich dann angefangen, jetzt so die noch nicht lang natürlich, seit 3 oder 4 Tagen. Jeden Tag habe ich mich hingeguckt und sehr viel Tutorials geschaut, sehr viel gelesen, ein bisschen umeinander gespielt. Und der Plan ist, eine 2D-Plattformer, sowas wie Super Mario oder halt Celeste, besser gesagt, an dem da ich mich gerne orientieren, weiß ich nicht, ob das jemand kennt. Das ist ein bockschwerer 2D-Plattformer, der nur mit Movement und so weiter geht. Und da hat man ziemlich schnell Ergebnisse, das fühlt sich sehr befriedigend an, muss ich sagen. Und ich blicke natürlich noch nicht ganz durch, das wird ein sehr langer Lernprozess. Mal schauen, wie lange ich dabei bleibe. Aber es macht Spaß. Und ich bin schon so weit, dass ich mit meinem Charakter mir selber ein Level zeichnen kann. Da kann ich ein bisschen rumspringen und ja. Bin sogar der Frosch. Nennst du das ganze Ding dann Ubisoft, Ubisoft, na, Ubi-Hard. Oh! Ubi-Hard. Ubi-Hard. Also, schon haben wir, falls ich jemals so weit komme, dass ich irgendein Spiel, sei es noch so klein und schlecht, auf Steam releasen werde, dann haben wir jetzt unseren Game Studio Namen Ubi-Hard oder Ubi-Hard. Ubi-Me Harder. Das erste, das war total gelungen, man kann noch nicht springen, aber man kann schon Sachen kaufen. Also man kann seinen Charakter kaufen. Man kann schon Skins für Nein, du musst deinen Charakter generell erst kaufen. Also. Sonst kannst du musst erst die ja, völlig nein, Marketingstrategien entwickelt. Ja, nur die Fies muss kaufen, damit der Charakter springen kann im Jump'n'Run. Du hast nur so einen Kopf. Der Kopf ist ein Stolling, der sich mit den Ohren so viele kleine Dinge für dich hin. Das, wenn du es richtig gut machst, darf es wahrscheinlich sogar auch noch funktionieren. Retard Jumpman. Ja, Retard Jumpman. If you can jump is the end. Ja, das ist schon ganz witzig und ein netter Zeitvertreib. Das baut mir momentan sehr. Mal schauen. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Gell? Schauen wir mal, dann sehen wir Wenn wir es nicht sehen, dann nicht. Wenn nicht, dann sehen wir es nicht. Eben der Lösung. Tätig Kannst auch beim Online-Shop so. fertig bauen. Oh, lieber hau ich mir beide Haxen ab. So. Ja, coole Meldung gelesen. Coole Meldung. Ich muss mir suchen, aber in Stockholm hat es scheiße geregnet. Weil ich aus dem Flieger geschissen hat. Na, jetzt pass auf, da haben sie sich in der Nähe von irgendeinem Rohr wieder eine U-Bahn gebaut und damit sie mehr Platz haben sie da unterirdische Sprengungen veranlasst. Und da ist durch den Explosionsdruck sind dann mindestens 50 Tüten Hundescheiße aus dem Rohr geflogen und einige Tüten sind geplatzt und haben Häuser und Autos und Bäume besprüht, weil nämlich anscheinend irgendwelche Leute, die da mit dem Hund Gassi gehen und vorbeigehen, das Rohr heimlich als Mülleimer benutzt haben für die Hundescheiße-Tüten. Ja, das ist wenigstens so Beutel mit drin. Oh! Also ein bisschen Gacke umeinander. Schmackig. Ja? Und das ist dann so, gibt es immer dieses Danke für, dass ihr auch einen Infopost ein Like gibt. Danke, dass ihr auch Kackpost einen Like gibt und dann nie wird das kackt. Ich habe es ein Nashorn. Meine ja Nashorn, genau. Eigentlich hätten sie das Beitel immer aus dem VS Ventura. Dieser Nilhorn. Das ist einer der grandiosesten Witze jemals. Stell dir mal das vor, wenn du irgendwo bist und auf einmal wirst von Scheiße bereden. Ja, das ist eine Scheiße-Explosion. Das ist einfach... Es ist schon so ekelhaft, dass du danach wahrscheinlich drüber lachen musst. Das ist fast wie wenn du Ubisoft-Spiel kaufst. Ja, aber Scheiße kostet nicht zurückgeben. Stimmt auch wieder, ja. Kann man auf Ubisoft-Spiele zurückgeben? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich hoffe. Ja, ich habe Gott sei Dank habe ich es mir nicht gekauft. Ich habe nach allen Mitteln und Wegen gesucht, wie ich das irgendwie billiger kriege. Und dann gibt es jetzt bei Ubisoft natürlich auch sowas wie ein Game Pass von Microsoft. Und da haben einen Haufen Spiele drin und Gott sei Dank unter anderem auch Skull and Bones. Deswegen habe ich nicht 80 Euro aus dem Fenster geworfen, sondern bloß 18. Und habe da Zugriff auf andere Spiele, wie zum Beispiel Prince of Persia, das neue, das soll gar nicht mal so schlecht sein. Das habe ich auch daheim, ich habe es zwar noch nicht gespielt, aber das soll ich habe jetzt einen Test drüber gelesen und es soll richtig gut sein, also richtig gutes Metroidvania. Zwar jetzt nicht so die Klasse von Hollow Knight oder Metroid selber, aber es soll trotzdem auf seine eigene Art richtig gut sein, dass Ubisoft mir gesagt hat, sie könnten, wenn sie möchten. Das ist ja das Schlimme, sie könnten, wenn sie möchten. Und ich habe halt auch mitgekriegt, dass Ubisoft gar nicht gut geht. Und das da so ein bisschen der Grund ist. Weil das braucht man gar nicht, wer das glaubt, dass das Skull and Bones 10 Jahre lang in Entwicklung war, halt dein Maul.
Geh, komm, halt dein Maul. Vielleicht haben sie da die Idee. Scheißdreck. So ist es wahrscheinlich auch gewesen. Das ist ja ursprünglich als ziemlich finsteres Piraten-MMO angekündigt worden und was du alles machen kannst und keine Ahnung. Ich habe gesehen, dass der Haie Hand. Ja, die Haie drei Hit-Haie habe ich gesehen. 3 Hit-Haie, ja. Ja, also keine Ahnung, ganz furchtbar schlecht. Und die Leute, die das verteidigen, da muss ich ganz ehrlich sagen, hey, wer Spaß mit dem Spiel hat, dann hört's mir nicht zu. So ist es eigentlich nicht versauen, aber ganz ehrlich, ihr werdet nach Strich und Faden verarscht. Das ist richtig ekelhaft. Ich graust schon richtig vor dem Star Wars Outlaws, das ja heuer kommen soll. Ich hätte so Bock eigentlich. Das ist schon auch immer noch von EA, oder? Nein, ich glaube, das ist auch von Ubisoft. Das ist ja das, Echt? was mir da Angst macht an der ganzen Sache. Aber wo hat denn Ubisoft die Star Wars Lizenz her? Ja, gut, ja. Wahrscheinlich von EA. Aber hat Disney nicht, da habe ich gestern erst ein Video gesehen, so die Laufbahn von Disney und warum es die nicht gerade so. Ja, ich check das jetzt nicht. Faktenchecker. Faktenchecker. Haben wir Faktenchecker drei Stühle, fast keine Ahnung. Genau. drei Stühle und ein Handy. Weil es hat sich doch vor kurzem erst Disney mit Epic zusammen da für 1,5 Milliarden $, um da so ein Metaverse im Disney-Universum zu erschaffen. Bin ich auch gespannt, weil das Disney-Universum ist groß. Und da kennen mittlerweile auch so Dinge dazu wie Alien etc. Ja, das von Massive Entertainment wird entwickelt, das Star Wars Outlaws, und von Ubisoft dann veröffentlicht. Was hat denn Massive Entertainment noch so gemacht? Deine Oberarme. Deine Oberarme. Deswegen haben sie so viel Neime. Arschloch. Massive Entertainment Games. Was dabei? Henno steht da drauf, oder was? Oh, is a Swedish video game developer and a studio of Ubisoft based in Malmö. Malmö. Sag mal, jetzt welche Spiele das gemacht hast, du Fotze? Ich meine nicht Inside, ich meine schon Inside Massive. Working at Massive. Avatar. Das neue Avatar-Spiel. Aha. Ja, schaut auch bloß Tom gut aus. Clancy's The Division 2. Kann auch nichts. All Games, hier haben wir es. Das war eigentlich schon genug, was ich wissen muss. Danke. Wird gut aussehen und nichts können. Kannst du darauf warten. Ja, also Trailer, da richtig geil ausschauen und so. Ja, die schauen immer geil aus. Aber das hat einen Grund, warum die immer geil ausschauen. Das habe ich übrigens, auch zu Skull and Bones gesagt. Die ganzen Presskits, die ganzen Beitel und die ganzen Werbebeitel und Trailer und der Soundtrack ist alles bei denen immer so gut und so geil und fix die sofort da. Müsst du 5 Minuten im Spiel. Gibt es jetzt auf 480 €. Gott sei Dank. So, was heute ist. Die heutige Folge ist gesponsert von www.expedia.de. Wieso schreist du jetzt das ein? Für das werden wir nicht zahlt. Gut, wir werden für den Drachen auch nicht zahlt, aber ist so wurscht. Toll. Du tust gern für Expedia nicht. Ich hätte es lieber für Expedia als für den Drachen. Ja, da habe ich mir Aktiencode. Richtig. Hau ab, Chris. Das Schöne ist, da kann man jetzt eine ranten und was weiß ich, wahrscheinlich da das auch noch gut finden. Ja, das machst du nächstes Mal nochmal. Ja, genau. So viel Abos haben wir noch nie gekriegt, mach nochmal. Ich sage jetzt Vollgas ab. Nein, so meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wieder einmal Zeit. Alle 3 Monate wird einmal der Trachtmann vorgestellt. Wer ist der Trachtmann? Der Trachtmann ist gezeichnet von. Das mir bitte mit beiden Namen. Ja, aber das mit beide Namen. Schland. Ist das so? Ja, egal. Der Trachtmann ist ein bayerischer Superheld, der gezeichnet wird von einem sehr guten Freund von mir, vom Gläuberchris. Mittlerweile bist du also ein bisschen so ange... Ihr habt auch ein bisschen was miteinander zum tun, glaube ich, gell? Wir haben aber was miteinander gehabt, ja. Habt ihr was miteinander gehabt, ja. Voll gut. Voll gut. Wir haben eine Schere gemacht. Geil, das muss richtig Spaß gemacht haben. Auf alle Fälle ist der Trachtmann ein bayerischer Superheld, der seine Superkräfte unter anderem durch Trinken von Bier kriegt. Und dann vermöbelt er so... Das kann man doch nicht mehr bringen. So was kann man nicht. Und stell dir vor, und übrigens ist er ein Mann. Das weiß so ein weißer Mann. Ja. Wenn er wenigstens fett war, dann mit blonde Haare oder blaue Haare? Ich weiß gerade nicht, was für Augen hat. Zugekniffen, weil die jetzt Storn hat. Ja, ich glaube, er hat auch keine Augenfarbe nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, es ist immer bloß ein schwarzer Punkt. Ist er blind? Vielleicht ist der Trachtmann blind. Vielleicht kommt irgendwann der Plot-Twist des Jahrhunderts. Schön. Auf alle Fälle. Der Chris zeichnet diese Hefte alle alleine, mit unfassbar viel Liebe, darum kommt da auch nur, ich sage mal, einmal im Quartal kommt der Hefterl und wir stellen mir das dann vor. Was habe jetzt da ich damit zum tun, beziehungsweise mir da damit zum tun? Ich übersetze diese Heftel auf Borisch. Diese Heftel, mittlerweile sind wir bei Nummer 17, gibt es immer in 2 Versionen, einmal in Hochdeutsch und einmal in Borisch, mit viel verschiedene Variant-Cover und was weiß ich, was alles sehen. Und ein Stück kostet 6 €. Und mittlerweile gibt's... Ich glaube, sicher hast du auch abgeschlossen. Mittlerweile gibt es so ein Abo. Ich habe jetzt vor kurzem bin ich mit eingestiegen jetzt beim Chris und habe vor allem alle Heftel jetzt nachgekauft bis zur aktuellen Money. Da glaube ich, gibt es mittlerweile ein Paket, wo man alle auf einen Schlag kaufen kann. Bin ich mir jetzt, das weiß ich jetzt nicht gerade auswendig. Ich kriege halt die Dinger aber hergeschickt. Ich habe es gekriegt, weil ich mit dem Schere gemacht habe. Dann habe ich gesagt, dafür kriegst du jetzt einmal. Ja, insgeheim habe ich auch eine Schere mit ihm gemacht. Dafür, dass ich ihm die Sachen auf Borisch übersetzt, zeichnet er zum Beispiel für uns unser Speziewirtschaft-Logo, das man halt nicht sagt, weil der Trachtmann da vorstellt und sagt, du kommst hier nicht rein.
Und Habibi. ab und zu erwähnen wir dann einen Trachtmann. Und jetzt gehst du gefälligst auf trachtmann.de und schaust da mal rein. Ist eine gute Du Sache. musst ja mal schauen, da steht eh. Wie Was? bekomme ich die Comics? Ja, bitte. Lies vor. Direkt beim Verlag bestellen unter Paul, liest du Scheiße. www.plemplemproductions.de. Das können gleich wieder nicht schreiben. PLEM. Ja, dann verpasst ihr trotzdem keine Ausgabe mehr mit dem Abo unter www.trachtman, .de/Abo. Nicht Abonnement, wirklich nur Abo. Da geht ihr drauf. Auf alle Fälle, was mich wirklich genommen hat, was ich nicht weiß, weil ich das Abo halt nicht habe, weil er mir die Sachen, ich krieg so viele Sachen von ihm halb geschickt, wenn ein Heftel fertig ist. Und da hat eine Moderatorin von mir oder Battle Post, was sie zum Abo kriegt mit einem Heftel. Sie hat, glaube ich, das Abo mit beide Heftel, also mit Deutsch und Borisch. Und ein Heftel im Abo, glaube ich, kostet inklusive Porto 8,80 und mit 2 Heftel 14,80. Und hat der Battle Post, der tut da 2 Poster rein und Aufkleber und Sammelkarten und Autogrammkarten, 2 Poster. Flyer von uns, das ist voll nett. Danke, Chris. Ein Flyer von ihm, seinem Podcast. Ein Megaprint, nicht auf Papier, sondern auf Papppartikel, signiert von ihm und so weiter. Der Typ steckt so viel Herzblut in diese Geschichte, dass ich da gern manchmal ein Stück Geld davon hätte. Oder er möchte vom Heftel ablenken. Was will ich von Komm, da hab ich kurz braucht, da hab ich jetzt kurz Er möchte braucht. vom Heft ablenken. So lässt ja nicht das Heft hinterher. Das ist so, ich hab dann heim zu ihm gesagt, wie bitte, das kostet 8,80 €. Und dann hab ich gesagt, bist nicht ganz sauber, das kann sich doch niemals rechnen. Ja, aber der Tag, wo ich für ein Poster Geld verlangt, der wird niemals kommen. Und ich gesagt, schreib halt wenigstens einen Euro mehr drauf, Mann. Na, ja, gut. So, Trachtmann.de, reinlunzen. Aber Okay. hallo. So, abbauen. So, da ist alles wild. Papier wohl finden. Nein, niemals. Die kommen alle fein säuberlich wieder in so eine Plastikfolie rein und dann ist gut. Ja, ich muss jetzt auch sortieren, da die Dinge. Ich muss jetzt mal lesen, ich hab noch nicht angefangen. Aber Bin gespannt, was du sagst. Die haben alle wirklich mit sehr viel Liebe gemacht. bin schon, Das ist mehr auf. Natürlich ein paar Hefte manchmal besser, manchmal ein bisschen nicht so besser. Ich mag zum Beispiel, ich mag den Nepomukkel nicht. Ich weiß nicht warum, aber der taugt mir nicht, weil ich bin mit dem Saupreis groß geworden. Die anderen hat noch besser als manche andere. Stimmt, das ist die korrekte. Ich bin kein Marketing-Genie. Ich sage leider Gottes, das ist so, wie es ist. Aber der Saupreis ist einfach geil. Gibt nichts Besseres wie einen Typen in Lederhosen, der ein riesengroß Fuck am Oktoberfest verprügelt. Was möchtest du mehr im Leben? Ja, sag's, was es ist. Ja. Und dann kommt er in der zweiten Folge, da hat man denkt so, der Saupreis war viel cooler. Und dann kommt wieder so einer er hat so ein bisschen, so, wie soll ich sagen, erinnert mich ein bisschen an Thanos. Das ist so ein Roboter-Typ und dem reißt er dann einen Arm aus und so. Da habe ich gesagt, ja, jetzt gehen wir in die richtige Richtung, ein bisschen Blut dazu und so. Und deswegen hat er ja meinen Roboter-Arm gegeben, dass er kein Blut sein muss. Ich versuche immer so, Chris, da! Und er sagt aber so, nein! warum, Chris? Warum, Chris? Erst machen wir Splatter-Version ab 18. Das war richtig geil. Das war richtig stark. Dass Da er, waren dann nur Frauen drin. dass er sein Mast sauft und sich verwandelt und dann im nächsten über den Shell drüber haut. Und der Ja, genau, zuerst haut er am Biertisch zusammen. Genau, nur so kann er sich verwandeln. Er muss irgendeinen unschuldigen Vollgasgras mit dem Maskrutz flattern. Dann kriegt er seine Superkraft. Ja, dass, einen Ständer. dass er einen zweiten Maus kriegt und abgehauen Und er muss ihm kriegt. dann unten an der Lederhose so einen Horten hinholen. Er muss jemanden umbringen, damit er einen Ständer kriegt. Und mit dem, da schluckt er dann irgendjemand. Den lässt er den Sticker drauf. Ich sag schon, Chris, du musst es als Writer einstellen, weil Absolut, das ja. wird nur gut. Das wird das Beste. Machst du in Zukunft über Trittshefteline, das ist dann so in einem Paralleluniversum. Ja, ab ins Multiversum, Chris. Ab Ja, ins genau. Multiversum. Und es gibt halt immer ein Universum, da wo nur Gleichenteile immer Ja, anfliegen. ist halt dann so. Hilft einfach nicht. Mit Chris haben wir auch schon einen Podcast aufgenommen. Die dürfen jetzt mal ein neues Mikro kaufen, weil das letzte ist jetzt irgendwie hingegangen worden, jetzt haben wir nicht weiter aufnehmen können. Da rede ich auch so oft mit ihm ab und zu und ich denke so oft drüber nach, dass wir müssen den irgendwie mal da herbringen. So. Ich muss ja deswegen, der ist eine verrückte Erfindung, das lehnen sie auch. 8,80 €. ja, verrückte Erfindung, kostet, Versand. sie heißt Tankstelle 2 € pro Liter und 300 Ja, Kilometer jetzt, Fahrt einfach. Da muss er mal ein Das ist bisschen halt mehr schwierig. zeichnen und verkaufen. Dann soll er mal die ganzen Sachen da weglassen und nur sein scheiß Hefte verschicken. Meine Fresse. Der macht es. Der macht Oder man kann mehr draufschreiben, Kruzifix der nochmal. macht es lieber selber schwer, oder? Ja, furchtbar. Wahnsinn, Chris. Furchtbar. Wahnsinn. Ja, dass man das per Discord einmal irgendwie regelt oder so, das war übrigens auch mal so eine Idee, um den Podcast vielleicht so auf eine neue Stufe zu stellen, wenn, jetzt beobachten wir das ja mal mit jeder Woche auf Spotify, was da so passiert, wie verhält sich die Scheiße und so, dass man irgendwie außenstehende Leute da mit einlädt. Auf Achso, ich irgendeine dachte, Art mit und Recht was Weise. nicht mehr machen wir das nur über Discord. Das kann man natürlich, ja, das war am allergeilsten eigentlich. Ja, Ja, schon. Brauche ich nur mal die gestingene Bude hervon. Yeah. Ja, wer gibt dir dann eine Feier? Da muss es raus aufhören. Und aufs Klo kannst du auch nicht mehr. Druck ist mal ein Song, das brennt 3 Tage.
Das ist, Voll witzig. ja, Das ist er halt ist so geil. voll witzig, er ist voll witzig. Das ist wirklich cool. Das ist so geil, einfach was den Witz kenne ich seitdem ich 12 bin oder Und nicht so. einmal da hab ich gelacht. Und nicht mal da. Und auch beim ersten Mal gebe ich zu, steht der Finger so, alles brennt. War witzig, der war gut. Und er zerreißt voll. Es ist Der so. war wirklich gut. Ja. Ah, scheiß Flo. Hauptsächlich ist mit der. Na, tut mir leid. Gott. Hast du, was? Jetzt los, wenn wir schon schmerzt, dann müssen wir Schmerz so. los. Forschung ist vorbei, das Thema. Ich meinte, dass jetzt wieder sein Maul hält. Oh, Danke, Bruder. schöne Silhouette. Du Hurensohn. Das ist aber alles Letzte. Aber richtig gut erwischt. Schmeiß was. Nein, los. das tut weh. Voll rein ins Kehrblech, schmeiß was. Ja, super. War krass. Ich Auf schwör's jeden dir, Fall- wenn jetzt irgendjemand das Wasser da herausschüttet, dann schiebe ich ihm das Glas, wo immer nur Aufkleber übrigens Das drauf. war das erste Wasser, was der unser 20 Jahre gesehen hat. Also seid ihr froh drum. Von diesem Der rutscht ja aus die ganze Zeit. von diesem Podcast, der jetzt doch so auf Hop und wie hat der Oh, das habe ich auch mitgekriegt. Ja. Ja, wir haben die Kurs. Ich glaube, ich mag Hops und Hoss oder irgendwie sowas. Hips und Hopsi. Hopsi und Hopsi. Ja, der Glatzkopf von dir und sein Spezi. Spezi. Ja. Siehst du, ich kennt den nicht. Der andere Podcast. Ja, ist auch Sehr bekannter Podcast. Ja, sehr bekannter Podcast. Auch einer der größten Podcasts mittlerweile, glaube ich. Und die haben jetzt zum Beispiel selber auf TikTok und Co. keine Kanäle gehabt, aber die haben immer so viele Clips davon gehabt. Also die haben so Kanäle gehabt, die haben die ganzen Clips davon hochgeladen. Und dann auch immer nur so diverse, ja, die passenden Clips Eventuell aus dem ausgewählt Kontext und gerissene vielleicht- Sätze vom Glatzenmann. Sagen wir's, wie es Ja, ist. genau. Und zwar und auch so So ganz gehabt worden. spezielle. Ja. Und auch so ganz spezielle. Und jetzt da ist wirklich so, seit 2 oder 3 Tagen ist es wirklich auf TikTok. Ich glaube, ich kriege jedes zweite Video ist mittlerweile so ein Video, wo du einfach so Zusammenschnitt. Und das Schlimme haben nicht einmal die Videos, weil die haben halt irgendwie so ein bisschen verherrlichendere Parolen oder man muss sich viele Sachen hinterfragen. Aber darunter stehen ja nur Kommentare von wegen, ja, wählt endlich die AfD, wir werden, das ganze Land wird verarscht und sonst was. Das ist wirklich, mittlerweile nimmt dieses ganze Thema in den Kommentaren überhand dahingehend, dass man, sag ich mal, jetzt... Was Also also die haben- geschrieben wird, nur noch AfD, Ausrufezeichen, 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 blaues Herz, blaues Herz, blaues Herz. Triple K. Und genau, und die werden aber auch, Triple K. die haben dann auch 4, 5, 6, 7, 8.000 Likes und dann so ein Kommentar wie, was seid ihr eigentlich für Schwurbler oder für Mongos? Das ist doch totaler Blödsinn, weil, 10 Likes, wenn überhaupt. Also, du kannst da auch nicht Fakten und Aufklärung, das mingt Leute nicht. fucken. Also jetzt pass auf, das ist Aber- ein Podcast Ja. von irgendeinem glatzerten Typen. Und von dem werden Na, Sätze, zu zweitens. aber von dem werden irgendwelche Sätze aus Zusammenhang gerissen und auf TikTok geteilt, dass es anhört, als wäre es irgendwie rechts oder so und dann kommentieren darunter gleich, oder wie ist das? Ja gut, das darf ich wieder nicht sagen wahrscheinlich, weil mir die Leute sowieso einen Nazi-Stempel Dann aufs Hirn flüstert mal aufstecken. vor. Ja, so, dann flüstert Ich so. kann... Okay, Okay. ich habe jetzt nichts gegen Schwarz. Wenn ich so objektiv... Du Fotze. Wahnsinn! Für die schauen... Aber ich geh, wie gesagt, Für die schauen Chinesen alle gleich aus, für mich die Schwarzen und für die Du hast das mal geschickt, Behinderte. gell? Das ist mal geschickt. für mich schauen alle Behinderte gleich aus, ob jetzt der Down-Syndrom hat und Oder Zehrzwingen Down-Syndrom. oder wie der Stephen Hawking umeinander vor, die sagt da keinen Unterschied. Ja, du hast mir vorgestern gleich das Video geschickt, da wo es gesagt hat, ja, er hat einen Chinese überfallen und dann beschreiben sie ihn. Also, da gibt's, habe ich eigentlich gehört, so, my friend, when it's about Asian people, ich bin von der Mongolei, you're Chinese, ich bin aus Japan, you're Chinese, ich bin aus Taiwan, you're Chinese. Ja, China. Sometimes I mislike you pronounced China. Ja, schwierig, um das zu beurteilen. Ich verstehe nicht so ganz, was dieser Kanal oder der Typ, ich glaube, das ist der Hobbs, also der Glatzkopf von denen zwei, der macht so eigentlich so Der ist Unternehmer. Finanzvideos, wo er über Aktien und EFTs und Investments und so einen Scheiß redet. Und mittlerweile aber immer mehr über so politische Dinge halt schmerzt dann. Und ja, wenn man das aktuelle Level, was alles rechts ist, So bei uns, da hinmünzt, dann muss ja sein, dann ist der Typ auch das ist wie rechtsradikal. bei uns eingeschlichen, oder? Auf einmal, hey, wir machen einen Blödsinn. Politik! Ja, irgendwie schon. Klicks. Und das ist mir auch schon aufgefallen. Trigger. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass unter diesen paar speziellen Kanälen
da wirklich sehr viel, da geht es überhaupt zum Teil gar nicht um die AfD, überhaupt nicht. Nur noch AfD, Ding, da wo ich mir denke, das müsste erstens interessant, das Russenbots. oder ich check's nicht ganz. Nein, es hat zum Teil ja wirklich, also ich habe jetzt, wie gesagt, die letzten paar Tage... Was man den blauen Teufel noch aber lassen muss im Internet und in den Social Media, sie sind die einzigen, die da wirklich was tun. Die junge Alternative, man ist da ziemlich dahinter. Ja, genau. Ja, aber auch nicht und dann so. braucht sie aber halt, egal was für Partei, was für Orientierung, nicht wundern, wenn im Internet die Leute dann, die so und so steht drauf, wo springen, da brauche ich das Internet nicht dazu, dass sie die da versammeln und da eine feiern. Da bin ich mir sicher, dass genauso, wenn jetzt die SPD oder sonst irgendjemand einen anständigen Social-Media-Kanal hätte, dass da genauso die Leute gibt, die sagen, ja, richtig, keine Ahnung. Deswegen verstehe ich das Problem aber nicht ganz. Aber du musst mal schauen, wenn jetzt du CSU oder CDU oder sonst wen hast und dann kommt der Söder in die Videos und dann machen sie wieder so ein richtig witziges Video, da wo du dann auch denkst, das ist das größte Fremdschäm-Gesocks der Welt, weil es einfach nur peinliche Scheiße ist. Und dann das hast ist du der halt so Black sagt, ja, so nicht unbedingt Rechte, aber du hast jetzt schon diverse Kanäle, die das sehr offensiv machen und auch mittlerweile werbungstechnisch sehr, sehr gut. Und dass sie die Leute, die mit diesen Themen, die da angesprochen werden, nicht konform gingen, die kriegen ja die Sachen auch nicht vorgeschlagen. Und das ganze Thema ist darum ist da kein Kommentar drunter mit, halt einmal ihr Nazi oder sonst irgendein mal nicht. Und es gibt da irgendwie nichts mehr dazwischen, wie du es gerade gesagt hast, so mit Fakten mengen's nicht. Das ist richtig, keine Seiten mag Fakten, glaube ich. Da wird nur noch, heute einmal du Nazi-Trottel, heute einmal du linksgrün versiffter Trottel. Ja, genau. Was anderes gibt's da dazwischen nicht mehr. Und das wird immer schlimmer. Ja, genau. Und der ausschlaggebende Punkt war ja eigentlich der, warum das jetzt auf TikTok so viral geht oder warum das jetzt, wie gesagt, überall bei jetzt allen Leuten ist, weil dieser Hauptkanal, der wo die meisten Abonnenten hatte, die meisten Videos davon, den haben sie jetzt über die Medien, die haben 3, 4, 5 Medien, haben da so Anschläge verübt laut denen und haben dadurch, haben den kompletten Account gesperrt. Mhm. Also der TikTok hat den Account gesperrt wegen so Schwurblerei und so Verschwörungstheorien und so weiter. Und das ist für ganz... Auch wenn jetzt geht's aber komplett auf. Also jetzt geht's... Genau. Das ist für eine richtig krasse Scheiße. Das halte ich für richtig krass, weil die sitzen da nicht, der hat nie irgendwas gesagt von richtig extremer Scheiße mit geht sie, zünd's den Bundestag an, schiebt's die Ausländer alle in ein KZ oder sonst irgendeinen Mist. Sondern die haben halt einfach, so wie der Söder am Aschermittwoch gewählt hat das jemand gesehen? Mit der Ricarda Lang. Da bin ich vielleicht da gesessen und denkt, Alter, die jetzt gleich weggehen. Da haben sie wieder mal bewiesen, was das eigentlich für ein Affenzirkus aktuell ist. Das ist so lächerlich, das hat irgendwie nichts mehr mit normaler Politik zu tun. Da wird nur noch umeinander genommen und nur noch umeinander. Und es ist in dem Fall das ist wirklich der reinste Populismus überhaupt. Der merkt, dass viel auf Quer schimpfen, also steigen sie voll damit auf und wir machen keine Regierung mit Grün, oh Gott. Kann ich was ich nicht zitieren kann, ist was September oder Oktober, ist ja scheißegal, vor 3 Monaten, März, O-Ton, Grüne absolut ausgeschlossen zur Koalition, ist absolut nicht machbar. Vor 2 Wochen, März, Koalition mit Grünen durchaus denkbar. Sag ich, was soll was? Und dann wundert sie ja euch das gleich. Irgendwann sagen, fickt euch. Der März hat ja gesagt, wir sind eine Brandmauer nach rechts und dann hat es gesagt, ja, auf Kommunalebene kann man vielleicht schon. Schauen wir mal. Ja, ich weiß ja nicht so recht, mal gucken. Ja, und das macht es noch schwieriger. Ich zum Beispiel mag die Grünen da nie wieder irgendwo sehen. Du sagst wahrscheinlich ein wenig anders. Das ist alles vollkommen, aber die haben ja auch in nicht Ordnung. zum Übersingen. Hat die Dicke nicht laufen müssen oder so? Irgendwo, ja, wo hier? Aufs Klo vielleicht. Oder zum Necki. Das Bodyshaming aufhören. Okay, Entschuldigung. Scheiß Behinderte. Das was mit dem Flo in der Ja, ich meine uns alle 3. Ich bin voll nicht so quer. Ich bin orangeschalt. Ja, haben wir schon wieder. Und ich versuche mich so krass zu distanzieren, auch vor allem in meiner Freizeit, dass ich dem Doomscrolling nicht mehr verfalle. Ich habe die Schnauze voll, weil es macht mich nur narrisch, es macht mich nur grantig und es bringt mir gar nichts. Algorithmus ein bisschen trainieren, dass so wie bei mir nur noch cute Tiervideos kommen. Das ist ziemlich schnell gegangen jetzt. Und nackte kleine Kinder. Das ist jetzt ziemlich schnell gegangen. Eine Stunde Scrolling und nur so, oh schau, die Mieze ist blöd und der Hund ist doof. Nein, aber das ist bei mir... Kinder, die sich wehtun, ist auch immer schön. Aber das ist ja wie mit dem TikTok. Also im Moment, also die letzten 2, 3 Tage kriegst du seitdem nur noch so Schwurbelkacke, weißt du, Dings, das gibt's nicht. Und das hat aber nichts mit dem Algorithmus zu tun. Ich halte das schon für einen Fehler, ob man die jetzt mag oder nicht, von vornherein, woher kommt das? Du hast wahrscheinlich noch nie irgendwas gesehen von dem, warum Schwurbelkacke? Den hast du ab und zu vielleicht einmal gesehen. Vielleicht, war das Schwurbelkacke? Beispiel. Nein, ich nehme den nicht Schutz nochmal. Ich habe keine Pfeil von dem. Ich habe schon ein paar Videos dazu angeschaut und es ist kein Geschwurbel, es ist halt natürlich, sage ich mal, alles aber so... Ja, es ist alles ein bisschen ein bisschen vage, nicht ins rechte Licht gerückt, also jetzt nicht nach rechts weg, sondern sich natürlich, oder sag ich mal so hingedreht. Zum Beispiel. Ich hab's leider nicht im Kopf.
Ich hab so viel von dem Zeug gesehen, aber ich konnte nicht. Ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, was meinst du, einfach so das Klassische, was ja zurzeit immer das Thema ist, immer ein bisschen populistisch, einfach ein bisschen so vage Aussagen, nicht wirklich so, erinnert mich ein bisschen an... Nein, die hinterfragen auch so Sachen, die sagen auch zum Beispiel so Sachen wie, Deutschland deindustrialisiert sich, aus dem Grund, Strom ist das teuerste in ganz Europa. Miele hat 700 Stellen bei uns gestrichen, ist nicht wahr. Ist es nicht wahr? Porsche geht, Miele geht. Ja, der Beleg. Habecks eigene Aussage, vor 2 Tagen oder so. Wirtschaft geht's, was war der Originalwortlaut? Schlecht. Ganz furchtbar schlecht, auf gut Deutsch gesagt. Stimmt, ja. Oh, das hab ich auch geschenkt. Wow, komisch. Ja. Verstehst du gerade, wenn ich, wie es dann herkommt, dass man dann trotzdem immer, wir sind ja jetzt halt auf den 3. Platz Weltwirtschaftsmächte wieder gerutscht. Gut, das war, weil Japan hat sich selber ein bisschen, geht es halt ein bisschen schlechter, aber wir sind jetzt auf Platz 3 von dem Ding her. Das ist was ich auch nicht verstehe, das kann ich nachvollziehen. Auf der einen Seite hast du, da geht es so schlecht, auf der anderen Seite hast du, wir sind auf Platz 3, dann hast du wieder, oh, Inflation ist so schlimm, dann hast du, Inflation sinkt aber jetzt halt wieder, wird wahrscheinlich das Jahr nicht mehr so. Das ist einfach das ist so ein Hin und Her, ich möchte einfach mal das ist einfach auch nicht wahr. Ich merke das am allermeisten beim Einkaufen. Heute im Maul machen. Immer 14 Uhr, gell? Ja, 2 fangen nochmal an zum Bzzzt. Das ist vielleicht am Freitag gar nicht so schlau. Egal. Ich merke, da für Milka-Schokolade. Waren wir erst am Dienstag einkaufen. Die kostet mal 99 Cent, easy nice. Genauso wie ein Haribo-Backerl 99 Cent kostet. Haribo-Backerl kostet mittlerweile 1,19 € und Milka, eine kleine normale da für 1,35 €. Drum kaufst du Gummibärle technisch immer Katjes, die kosten immer unter 1 € und schmecken geiler. Du wirst in dem Haus kein Haribo-Backerl finden, ich kaufe nämlich auch immer die Katjes. Yeah. Yeah. Und ganz wichtig, die Hitchlers. Oh, Hitchler haben das absolute Premium-Gummibärle. Die Spinnenbeine sind auch Spinnenbeile und die broden Schlangen, die es auch im Freibad schon gegeben hat, bloß die haben Premium. Die haben doppelt so dick und die haben richtig weich. Und die sind halt tatsächlich, ich glaube, die kosten immer unter 1 €. Der Hitchler ist deiner. Katjes kosten, glaube ich, genau 1 € mittlerweile. Ja. Und ich glaube, und wenn es im Angebot muss der Sparfuchs sein. Ja, gut, das ist. Ich glaube, dann bist du irgendwo bei 80 Cent. Ich nehme keine, ich brauche ja immer Süßis. Ja, und wenn es keine Süßis im Angebot gibt, dann kaufe ich die für 1 €. Lick my anus, please. Prepare your anus. Yeah, it's very sweet. Nein, das an Tag sparen Sie einmal, meine Freunde, das ist eine Preissteigerung von 35%. Moment einmal, habe ich auf meinem Lohnzettel 35% mehr. Nein, aber ich habe gestruggelt, dass ich 50 Cent mehr kriege in der Stunde. Oh. Aber ist geil. Und das ist, was alle betrifft und alle so, oh fuck you, Alter. Und jetzt wird's Harz noch deiner und der Strom wird noch deiner und jeder braucht ihn. Du kommst nicht aus. Das ist halt das. Und ich glaube, dass langsam steht halt alle da und da reagieren alle so gereizt die ganze Zeit und das Thema ist, glaube ich, aber das, dass uns vielleicht oder generell einfach vielleicht nicht zu gut oder sehr, sehr gut ging oder geht. Weil einfach, ich sage mal, wir waren vor 30, 40 Jahren, da haben die Leute einmal im Jahr in Urlaub gefahren, das war das allerhexte. Heutzutage ist es so, oh Mann, wenn ich nicht 4-mal im Jahr in Urlaub komme, dann fühle ich mich nicht ich mich nicht gut. Das ist schon so ein Verhältnis. Nicht bei Olli natürlich, aber... Ganz einfach, wer von euch fährt da 4-mal im Jahr in Urlaub? Mann, ich bin allein und hab Katzen, ich fahr einmal, wenn ich Glück habe. Ja, wir haben die letzten... Wir haben die letzten 13 Jahre nicht einmal im Urlaub gewesen, dafür die letzten 2 Jahre jeweils 2-mal. Passiert das ja auch nicht, das Jahr fahren wir einmal. Fahren wir mindestens 3-mal. bin ich deppert. Man bin ich blöd, natürlich voll 3. Aber es gibt schon sehr viel, auch in meinem Alter kriege ich mit, die sehr viel das Problem haben, einfach auch nicht glücklich daheim sein zu wollen, zu können, sondern einfach immer was erleben müssen. Ja. Und dann wirklich auch am Wochenende 3-4 Tage. Das finde ich jetzt auch, so ein Kurzurlaub ist es dann zum Beispiel. Da wo ich dann sage, okay, wenn ich jetzt von 52 Wochen gefühlt 20 im Urlaub bin, ist die Frage, ob ich mir das leisten können muss. Ja, ich stelle mir da immer auf die Frage, weil welche Leute, auch bei uns im Bekanntenkreis, wenn ich mit Leuten unterhalte, die sich dann beschweren über das Ganze, die Leute, du hast 2 Autos daheim. Du hast jetzt allein zum Spaß ein Haus gebaut und was ich nicht noch alles sehe, du musst schnell, als PlayStation 5 rausgekommen, so, ich hab mir dann schnell 3 geschossen. Warum? Ja, eine brauche ich fürs Wohnzimmer, eine fürs Schlafzimmer, eine verkaufe. Weißt du, die haben so viel Kohle und dann beschweren sie sich, das ist so teuer, ja, die stört doch das gar nicht. Warum musst du da beschweren? Was doch einfach die gibt's ja. Das ist aber nur mehr ein anderer Schlag, Leute, weil aber ich sag, die Leute, die es wirklich betrifft, das sind glaube ich nur die am wenigsten sie aufführen, weil die halt wirklich strugglen, dass die irgendwie durchs Leben durchkommen. Richtig, ja. Die haben da gar nicht so den Nerv dafür. Für die gehört sie da eher mal eingesetzt. Weißt du, weil ich sag mal, auch uns alleinerziehende Mütter. Uns 3 geht's nicht schlecht, denen da die helfen. Die werden auf jeden Fall nicht mehr alleine. Ich versuche
denke gerade da so drüber nach, mir geht's, ich bin nicht am struggeln, aber mich nervt natürlich, trotzdem, wenn alles einfach grundlos da wird. Ja, wenn für ich mich grundlos, und ich kann nichts dafür, ich kann nichts dagegen tun und dann bin ich halt lästig und dann höre ich sich eine Sachen, die da gemacht werden. Ja. Natürlich will ich dann lästig, was tun die da? Ja, das verstehe ich schon, aber ich sag, bei uns ist... Aber ich denke, da haben die Leute, die wirklich strugglen, ja, genau, und ich habe Leute, die strugglen, die ich kenne. Für die soll ich geschaut und deswegen finde ich es dann so problematisch, wenn man sich dann immer weil man dann immer auf die es wird dann, das merkst du ja in der Politik, wenn es um Debatten geht, es wird dann ständig irgendwo, wo wird überhindern, immer auf die sozial Schwachen. Es geht immer nur um Leute, denen darf es nichts geben, aber denen Reichen, wie ich es schon mal verzeiht habe, RWE 3 Milliarden Gewinn, kriegt dann nochmal 3 Milliarden Gewinnausgleich, weil Arschloch. Und da sagt keiner was. Das liest du nirgends. Liest du einmal einen Kommentar drüber. Die Listen, über die wir geredet haben, wo das ganze Geld ins Ausland hingeht, da hätte kein Schwanz drüber. Das, wenn nicht irgendjemand gefunden hätte und durch Social Media in die Öffentlichkeit gebracht hätte, hätte da niemand drüber nachgeredet. Nie! Da ist aber auch so, weil da habe ich dann auch ein bisschen nachgeschaut. Es wird jetzt so pauschal gesagt, man schickt mir über das Geld hier, aber das sind ja zum Großteil Kredite, die sich die Länder aufnehmen bei uns. Zum anderen sind sie dann Abkommen, die wir halt mit irgendwelchen anderen Ländern geschlossen haben. Wir machen das bei dir, du machst dafür das bei uns. Und es sind nicht dann zum Teil auch noch Investitionen in irgendetwas, durch das man dann später wieder Geld kriegt. Also es ist ja es ist halt nur die Frage, zum Beispiel, ob du das Geld wieder kriegst. Ja, das ist die andere Frage. Zum Beispiel dieses Radweg in Peru-Thema zum Beispiel. Das ist ein KfW-Kredit, über den es gelaufen ist. Also sprich, dieses Geld... Und wann glaubst du, dass man mir von Peru jemals wieder... Das ist der Punkt. Aber grundsätzlich, für die Bücher ist es gut. Ich denke jetzt schon mal, dass diese Regierungen so untereinander das schon so machen, dass das Geld wieder irgendwie kommen wird. Da bin ich auch schwer davon überzeugt. Ob es funktioniert, keine Ahnung. Ich glaube, das können wir mir nicht beurteilen. Egal, ich sage einfach nur, ich bin ein 0815-Sepp und viele andere wahrscheinlich auch. Ich sage, nehmen meine Mutter, Rente, bla bla bla. Irgendwelche Trottel, die keinen Handstrich in einem Leben gearbeitet haben, kriegen Dingserhöhung von 50 €, was kriegt man? Nichts. Dann musst du vielleicht auch mit nichts tun. Mann, du hast ja aber nichts als Kruzifix. Nein, Mann, du bist so blöd. Wahnsinn. Du nichts. Das Einzige, was du dir ständig anrufen, wenn wir mir aufnehmen, aber ja, ich sag, es ist da ist wirklich so viel schier von dem Augen und was weiß ich. Und deswegen kann ich verstehen, dass man das ist ein ganz einfacher Schluss von der Wegrentung. Was soll das? Ja, ich schicke die ganze Kohle irgendwo in den Arsch der Welt und ich habe 40 Jahre lang in meinem Leben gearbeitet und muss mit 2,50 € am Tag umeinander gucken. Das ist nicht ganz dicht. Ja, freilich. Das stimmt schon. Und dann muss, das ist alles so, der absurdeste finde ich, was das Thema Rente betrifft. Du musst die Rente, die du kriegst und dein Leben lang schon versteuert hast und eingezahlt hast, wenn du es wieder kriegst, nochmal versteuern. Was ist das für eine hirnverbrannte Scheiße? Das ist doch mega geil. Ja, mega geil! Das hat was mit dem Dreisatz zu tun. Ja, ich glaube auch, Pythagoras. Alles, was unter 3 versteuert ist, zählt nicht. Sinus, Steuerhinterziehung. Sinus mal Cosinus. Binomische Formel ist auch binomische Formel mal 3. Da wenn sie Mathe nicht mindestens einen Einser hat. Geteilt durch Pi. Was weiß ich, was da alles los ist. Und 6 Äpfel. Und deswegen glaube ich, werden dort Leute grantig. Und das hält mittlerweile schon ziemlich lang an. Ich finde, es hat sich aber auch, es hat sich nicht nur, ich finde, es hält nicht nur an, sondern ich finde, es wandelt sich momentan auch ein bisschen. Es wird, ich will nicht sagen gefährlich, aber es geht schon so ein Ruck durch. Es wird aggressiver und es wird auch, mittlerweile stehen auch sehr viele Leute für Meinungen, die sie vor 2 Jahren noch nicht kundgetan hätten, finde ich. Gehabt haben oder kundgetan hätten? Kundgetan. Aber vielleicht schon gehabt haben. Vielleicht schon so im Ansatz gehabt haben. Also aber so das Gefühl, dass die gehen auf Demos, ich bin so wütend, ich habe sogar ein Schild gebastelt. Ja. Das ist der Schildleber. Das war... so, da ich gehe. Oh, da heute ich auch noch eine Geschichte, aber die habe ich bloß im Augenwinkel mitgekriegt. Es ist halt einfach, ich finde es halt so schwierig, das eben einfach nur auf die aktuelle Regierung zum Schirm, das ist einfach... Das ist sowieso nicht. Weil es halt wirklich... Ich schieb's auch auf die zukünftige, alles gut. Und ich schieb's auch und auf die von damals. Seit die 40er Jahren läuft doch da was falsch. Nein, das glaube ich nicht. Was? Ich habe kurz überlegt, ja. Irgendwie schon. Ah ja, aber ich habe eigentlich nur eine wichtige Info für euch. Oh, jetzt kommt's. Ich habe auch noch was zu diskutieren. Ist, wenn es euch weh tut. Okay. Also, wenn es euch weh tut, es gibt eine Studie, wenn man sie weh tut, wie man Schmerz ein bisschen lindern kann durch Fluchen. Und es funktioniert laut dieser Studie nur durch tatsächliche böse Schimpfwörter. Die schlimmsten wurde einfallen. Also, du musst wirklich, sie haben das nämlich getestet mit, die eine Gruppe sagt Fuck, die andere sagt Fouch oder Twistpipe. Einfach ausgedachte Ersatzwörter. Und die anderen sagen ein neutrales Wort. Und es war tatsächlich so, dass anscheinend die Leute, die wirklich geflucht haben, einen Schmerz weniger empfunden haben als die anderen. Ja, ist ja klar, oder? Kack, du Schwulnetz! Genau. Das beim nächsten Mal. Also, so hätte übrigens die heutige Folge heißen. Kack-Schwulnetz. Kacknudel-Schwulnetz. Also. Aber dann haben wir fort. Oder Jubi Harder. In weiß. Genau, Triple K-Game von Jubi Harder. Triple K-Game in
Ich krieg's von Ubianer. Ja, und ich schwöre dir bei Gott, wenn ich so weit komme, dass ich ein halbwegs spielbares Spiel habe und das release ich auf Steam, dann nenne ich mich Birgers, was weiß ich, Ubianer Studios. Ah, das ist eine gute Idee. Ziellinie. Ja, der Florian hat noch was zum Ausdiskutieren. Ja, kommt jetzt natürlich wieder ganz weird, aber das habe ich zufällig gehört und habe das für sehr gut befunden. Wenn ihr zu Hause pinkelt, also wenn ihr jetzt nur den ganzen Tag da habt, dann steht ihr da früher auf, hat ihr daheim, putzt euch Zähne und geht's duschen. Du, wenn ich Ich wollte sagen, Genau. wenn die Leute haben, bin duschen. Ja, und aber jetzt geht's einmal davon aus. Putzt Einfach nur mal ist Ja. jetzt so. Was Und über wenn ihr, dann, Saukäse wenn, mit dem T-Shirt so. wenn ihr dann pinkelt, wascht ihr euch dann die Hände? Ja. Warum? Weil ich 2 Minuten später wieder mein Glasl nimm und Ja, aber dann... das ist ja auch nicht drin. Also, wenn man einen sauberen Zipfel hat, brauchst du die Hände nicht waschen. Ja, das ist nämlich was, wenn ich jetzt woanders bin, verstehe ich weil dann muss ja nicht jeder meine Nudeln Aber dahin wenn haben. du in der Aber Früh daheim, duscht, zum Beispiel. dann den ganzen Tag in der Arbeit oder was auch immer, was du tust, dann sammelt sich da über Nein, den eben Tag nicht, der du bist Schweiz an daheim. deinem Du bist Sack, da daheim. kann er nur so Der sauber Gott geht sein. vor daheim. Ja, daheim schwitzt der Sack nicht, oder was? Nein, weil du lüftest. Ja, Ja, rennst du das ist ohne ja so. Unterhosen umeinander laufst, dann sag ich nichts. Wenn du so, oh, jetzt schwitzt er, dann machen wir kurz 5 Minuten einen Helikopter-Tick zum Ausblasen. Also ich Ich mach so. ich wasche mir schon ab und zu die Hände. Aber jetzt natürlich Ja. auch nach dem Kaki-Maki und Ich so. nur, wenn ich die alte, wenn Aber- ich die alte Brunskau angelangt habe, dann wasche ich mir die Hände wieder raus. Na, aber der Ort, also jetzt ganz ehrlich. Und der Penis ist doch nicht, der wird doch nicht dreckig. Ich habe nur mal gehört, dass du aufgrund von der Unterhose und so weiter hast du da unten ein anderes Feuchtigkeitsverhältnis. aber ist doch geil. Und dann so jetzt und deswegen soll jetzt deine Hände waschen. Habe ich mal gehört. Aber ich habe gesagt, es ist mir scheißegal, wenn es einen Zipfel hat, der Maul. Okay, ich wasche auch immer Hände nach dem Pinkel daheim. Ja. Vorm Pinkeln für dich selber, nach dem Pinkel für die anderen. Klingt komisch, ist aber so. Das macht tatsächlich Sinn, so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nee. So kann die heutige Folge eigentlich auch heißen. So viel Titel halt. Ja, so viel Titel, aber ich bin wirklich für Ubi Harder. Machen wir 2. Ach ja, Freunde der Sonne. Kanfred, vielen Dank für Ihren Beitrag. Flobert, danke für Ihren Beitrag. Und ich bin der Captain Craig Sparrow. Schatz zum Trachtmann vorbei. Jenny Chris an den Chris. Ich möchte noch mal Schere mit dir machen. Ja, ich Schick mag mal bitte ein paar zuschauen. Poster mehr. Gib mal, möchtest du ein Poster haben, kriegst du von mir. Ja. Hast du ein Poster haben? Also, das musst du aber in der Bude hängen, sonst kriegst du nicht. Und es kostet um 5. Scher Chris, ich mach mit deinen Poster mehr Geld. Du Trottel. Er verschickt sie nicht Oh Gott, verkauft. die werden mich so hassen. Ich hoffe nicht. Chris, Entschuldigung, Kuss auf die Nuss. Stell Bis dir das mal dann. vor, das wäre schön. Oh, nimm den Au Schwanz ins revoir. Mal. Au revoir. Nein, der ist so dreckig. Da, du musst mir ja da hinwaschen, wenn ich den noch kann. Bitte. Jetzt schaut das Land gewinnt hier. Pimmelberg.